Dann machen wir weiter mit der Meisterschaft der Erdenhengste. Wir fangen gleich an mit Johannes 484. Wir sehen auch Markus 491. Wir sehen Johannes 484, Markus 491, Nane 492, Jürre 495, Tide 501, Matthias 504 und Auert 514. Das ist die Auswahl für die Meisterschaft der älteren Hengste. Wenn wir diesen Meister und auch seinen Vize gefunden haben, dann geht es in die Meisterschaft der jungen Hengste. Auch da werden wir dann einen Meister und einen Vizemeister finden und dann geht es ins große Finale. Der allgemeine Meister wird sich dann auch noch herausstellen und das kann ein jeder der 4 bereits getitelten Hengste werden. Entweder ein Meister oder ein Vizemeister. Die 4 werden wir dann noch einmal auf der Bahn sehen, um festzustellen und herauszufinden, wer der Meister der Hengstkörung 2026 werden darf. Meisterschaftskörung der älteren Hengste. Da stehen sie dann. Die Crème de la Crème. Das Beste, das Beste. Meine Damen und Herren, ich stelle sie Ihnen noch einmal vor. Und dann kann die Jury auch ein bisschen hören, wie Sie reagieren und welcher Hengst eventuell gewinnen sollte. Halten Sie das im Hinterkopf. Also lassen Sie sich gut hören, wenn der Name des Hengstes fällt, den Sie gerne als Meister sehen würden. Zuerst steht hier in dieser Meisterschaftskörung Johannes 484. Dann steht hier Markus 491. Wir haben Nane 492. Wir sehen Jürre 495. Tide 501. Matthias 504. Und Auert 514. Und dann gibt es eine Runde Schritt. Wir haben jetzt mitbekommen, wer ihre Favoriten sind, aber wir sind doch der Jury überlassen letzten Endes. Und wenn wir gleich begonnen haben, dann kann auch nichts mehr den Weg verändern. Wenn man hier Meister wird, dann kann das ganze Wochenende nichts mehr kaputt machen. Dann gehört man wirklich zu den allerbesten. Dann hat man hier auch noch die Chance, den Meister mitzunehmen. Und das ist genauso gut wie ein Weltmeisterschaftstitel, meine Damen und Herren.
Dann verlassen die Hengste jetzt die Bahn und wir werden sie Ihnen gleich individuell vorstellen. Aachen staat al op zijn post. Aachen steht hier schon auf seinem Posten. Sein Liebling kommt ran, der mehrfache Meister. Ganz entspannt im Schritt. Und er sieht so schick aus. Perfekt, meine Damen und Herren. Wir präsentieren ihn Johannes 484 für die Meisterschaft der älteren Hengste. Hat Ihnen das gefallen, meine Damen und Herren? Dann sehen wir jetzt den nächsten reinkommen. Markus 491. So eine Begeisterung, die wir hier wieder sehen bei diesen ersten Hengsten für die Meisterschaft 2026. Wir freuen uns hier auf die Präsentation des zweiten Hengstes. Markus 491. Schon kann nicht drauf warten anzufangen. Schauen sich die Leichtigkeit an. Super. Der nächste Hengst hat gerade eben auch viel Applaus von Ihnen bekommen. Wir kennen ihn alle. Wir haben ihn im Hengstball gesehen am Donnerstag.
Hier ist er nochmal, Nane, 492. Dan niet wachten om zich te laten zien. Nane, 4, 7. Er kann nicht warten, sich Ihnen zu präsentieren. Nane 492. Der nächste Hengst, der auf die Bahn kommen wird, ist Jure 495. Ich verabschiede mich ganz kurz in eine kleine Pause. Wat denken we mensen? Jullie horen het wel. En nu, et maintenant, madame et monsieur, madame en ladies and gentlemen, vijfvoudig kampioen Jure 495. Dan zitten we eraan nu al Jure 495. De jury gaat het super moeilijk hebben. De ene hengst nog beter dan de ander. Wat een kwaliteit. Er komt Tiende 501. Wat een vloed, wat een behang, wat een lossigheid. Tiende 501.
prestatie van Tine. De komst van de volgende in de kampioenskeuring Mathies bij 04. Die Bahn verlassen. Hat Tide 501 die Bahn betreten, hat Mathies 540. 504, Mathies 504. Zeven superieurhengsten. 7 hochklassige Hengste in dieser Meisterschaftskörung mit Mathies 504. Een strijd. Ein echter Wettkampf, meine Damen und Herren. Der letzte in dieser Meisterschaft. Hier kommt Auert 514. Der letzte in der Gruppe, Auert 514. Das waren sie, meine Damen und Herren. Wir werden sie alle 7 noch einmal sehen.
mensen, daar is die vervelende uitgang weer. Laten we aan de hand houden en we gaan. Ja, da sehen wir diesen gruseligen Ausgang schon wieder, weil wir uns gleich von einigen Hengsten verabschieden werden müssen. Ache denkt auch, ich weiß doch, wie es funktionieren wird, ich weiß doch, wie es hier läuft, aber er weiß er natürlich gar nicht. Aufgestellt, Johannes 484. Ohren nach vorne, fantastischer Behang. Aber hat Johannes wieder einen guten Eindruck gemacht. Sie können natürlich nicht alle einziehen in die Meisterschaft. Wenn Sie die Jury wären, würden Sie Johannes noch eine Runde weiterlassen? Das sind nur leider nicht die Jury. Aber die Jury gebt ihnen recht, denn Johannes bleibt. Marcus 491. Das sind die älteren Hengste. Aber sie stehen hier in Top-Zustand und genauso auch Marcus. Aber er schaut so zum Ausgang. Bitte verabschieden Sie sich von Marcus 491, meine Damen und Herren. Und den nächsten Hengst, der will eigentlich hinterher. Sollen wir das machen? Denn wen schauen wir uns hier an? Ein Phänomen des KFPS. Muss ich den Namen überhaupt noch nennen? So eine großartige Karriere, die dieses Pferd hinter sich hat. Und immer noch so schön nah eine 492. Fällt der Vorhang? Oder bleibt er? Bleibt er? Er bleibt. Könnte der jetzt hier zum 6. Mal Meister werden, dann wird das das erste Mal in der Geschichte. Dann müssen wir die Nummer anpassen, dann wird es nämlich von 495 zu 496. Das ist einfach zu sagen. Aber hat er genug Eindruck gemacht auf die Jury? Hat er genug Eindruck auf Sie gemacht? Sollte es dann doch so sein, dass er noch mitmachen kann, um eventuell zum 6. Mal den Titel mitzunehmen, Jure 495? Er bleibt. Direkt als wäre es eine Statue. Schauen Sie sich an, wie er da steht. Mit der Mähne, mit dem Schweif. Wie perfekt er da steht. Wunderschön. Tide 501. Hat Eindruck gemacht bei seinem ersten Auftritt. Hat sich gut gezeigt. Gehört zum Top der KFPS-Hengste. Aber wir verabschieden uns von ihm. Und zwar mit einem großen Applaus. Ohren nach vorne. Ja, sieht vielleicht bei alte Bekannte auf der Tribüne der Wips. Ein wundervoller Behang auch hier. Ein Hengst, der so bekannt und so berühmt ist. Aber auch Hengste, die berühmt sein sind, müssen sich gelegentlich verabschieden. Dies ist Matisse 504. Die Jury und das Publikum sind sich einig, Matisse bleibt. Und dann der gute Letzte, Auert 514. Ist schön, wenn sie so beieinander stehen, nicht wahr? Sehr schön auch inszeniert vom Omroep Friesland. 100.000 Zuschauer haben wir auch in den Livestreams und alle sehen sie jetzt Auert 514.
Aber wir verabschieden uns von diesem wunderschönen Tier. Im Schritt drehen wir eine Runde und dann werden wir den Vizemeister und Meister verkünden in diesem neuen Jahr 2026. Es geht um die Meisterschaft der älteren Hengste. Wir können diesen Titel geben an Johannes 484, Nane 492, Jürre 495 oder Matthias 504. Was für eine großartige Auswahl. Wir stellen auf der unsichtbaren AC-Linie. Züchter und Besitzer der Vizemeister und Meister dürfen natürlich gerne dazukommen. Es wird langsam spannend. Die Jury überlegt und berät sich. Wir haben es fast. Der Moment der Wahrheit. Sabine Zwara hat das Mikrofon und wird den Vizemeister bekannt geben und dann den Meister. Sabine, deine Bühne. Ja, auch wir sind natürlich angespannt, Bert, denn es gibt hier kaum Unterschiede und wir haben 4 wundervolle ältere Hengste stehen, die sich schon bewiesen haben, auch in der Zucht. Und unsere Aufgabe war es dann, den Vizemeister und Meister festzustellen. Und Sie als Publikum sind auch begeistert, wenn es um diese Hengste geht. Wir schauen dann auch nach der Nachhaltigkeit dieser Hengste, dem Exterieur und natürlich auch, wie sie sich bewegen. Und in so einer Meisterschaftskörung, da haben wir uns entschieden, der Vizemeister wird ein jugendhafter Hengst, der sehr nachhaltig ist und der korrekt schreitet und korrekt trabt. Johannes 484 wird Vizemeister. Vizemeister ist Johannes 484, aber wer wird Meister? Na, unser Meister hat sich nur von der Losgelassenheit im Schritt und Trab sich unterschieden vom Vize. Ein Hengst, der einfach so losgelassen trabt, der einen Extratakt sehen lässt. Und der Meister ist Nane 492. Meister der älteren Hengste, meine Damen und Herren, ist Nane 492. Wir bedanken uns bei Jürre 495 und Matthias 504. Wir bitten die Züchter und Besitzer der beiden gewinnenden Pferde auf die Bahn. Unser Meister Nane 492. Lassen Sie sich hören für Nane 492. Gezüchtet von Theo Jongsma in Borneberchem im Besitz von Rea Baumer in Aldeborn. Kommen Sie dazu, ein Sohn von Wima 461 mit der Kombination Brandus 345 und Tamme 276, unser Meister Nane 492. Und unser Vizemeister Johannes 484, gezüchtet von J. Backer in Dettrem und im Besitz von JJH und JPW Boot und der Familie Ache-Ockermar. Eine Kombination von Scherle 454, Upke 266 und Focke 217, Johannes 484.
Wir gratulieren mit Begeisterung allen Menschen hinter den Pferden und selbstverständlich auch den Pferden. So schöne Augenblicke, so schöne Momente, meine Damen und Herren. De fokkers erbij. Für die Familie Baumer, Onze voorzitter Tom Wortel en Merle Slagers. Merle Slagers vom Jungen KFPS gratuliert. Unser Vorsitzender John Wortels gratuliert. Wir haben die ersten Titel des Abends vergeben, meine Damen und Herren. Meister der älteren Hengste, Nane 492, Vizemeister Johannes 484. Sabine Schwacher, Jan Hellings und Manuel Gasseling gratulieren hier natürlich auch unsere Jury, während Bert Reuter, unser Moderator, unser Stadionsprecher, sie souverän durch dieses Händeschütteln moderiert. Herzlichen Glückwunsch auch von hier oben, von den Dolmetschern natürlich. John Baut kommt auch eben. Der ist natürlich auch vergegenwärtigt in Johannes. Im April wird unser Meister 14. Alles hat er schon gewonnen, was man gewinnen kann. Die Silver Bow. Das Pferd des Jahres ist er gewesen. Was für ein wundervolles Finale hier. Und dann auch der wundervolle Vizemeister Johannes 484. Da steht auch das Ockemaße-Team wieder super. Dann kommen wir ganz langsam ja, auch dem allgemeinen Meister näher. Und das könnten beide Pferde noch werden, meine Damen und Herren. Die letzten Hände werden noch geschüttelt, meine Damen und Herren. Da sieht man auch, wie kollegial natürlich die Ställe untereinander sind. Sie gönnen es einander. Sie sehen die Qualität in den Pferden. Und dann denke ich, dass wir die Ehrenrunde beginnen mit unserem Vizemeister und dem Meister. Mit diesem großartigen Publikum hier in Leuba. Meine Damen und Herren, wir gratulieren noch einmal den Züchtern, den Besitzern. Ein schöner Moment. Und dann drehen wir die Ehrenrunde. Vielleicht gibt es eine Standing Ovation für unseren Meister Nane 492 und den Vize Johannes 484. Auf geht's! Da verlassen sie uns, aber wir werden sie gleich wiedersehen. Erst machen wir natürlich weiter mit den jungen Hengsten.